Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Das ist der erste Podcast im August und ich glaube, ich habe letzten Monat die gleiche Sache gesehen, weil ich bin auch spät dran war mit dem Podcast und diesen Monat wieder. Also wirklich Entschuldigung, dass ich wirklich so spät dran bin. Aber ich habe einen Grund und muss euch unbedingt schnell davon erzählen. Denn ich habe jetzt im August recht intensiv und fest an einem neuen Schweizerdeutsch-Kurs gearbeitet. Und er ist jetzt dann eigentlich bald fertig und ich denke, dass Anfang September das ich veröffentlichen kann. Der Kurs ist, also wenn ihr jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hört, sind ihr schon ein bisschen fortgeschritten mit Schweizerdeutsch. Und in dem Fall ist der Kurs nicht unbedingt für euch geeignet, weil der Kurs ist wirklich ein Anfängerkurs, der eigentlich dafür gemacht ist, um wirklich Schweizerdeutsch von Anfang an zu vermitteln. Also wirklich bei den Basics, bei wie man sich begrüßt, dann alle Zahlen sagen, dann die Aussprache, dann einmal die ersten Verben und so weiter. Und auch im Kurs integriert sind viele verschiedene Dialoge in Alltagssituationen, wo man dann auch kann, also damit es nicht zu grammatiklastig ist, natürlich dann auch kann, also alltägliches Schweizerdeutsch lernen. Also es ist im Prinzip recht ein abwechslungsreicher Kurs, ist ein erster Kurs wirklich für Anfänger gemacht und ich werde noch weiter arbeiten, um dann auch noch mehr Themen zu integrieren in einem weiterführenden Kurs. Aber so der erste Kurs jetzt ist eigentlich mal so weit fertig und Anfang September werde ich den veröffentlichen und werde euch sicher auf dem Laufenden behalten. Also das ist der Grund, weil ich mit den Podcasts ein bisschen in Verzug bin, aber da habe ich endlich mal wieder ein neues Thema für euch. Und zwar das heutige Thema geht um Lost Places in der Schweiz. Und es gibt so ein Hotel, das recht exponiert steht am Furka-Pass, das Hotel Belvedere. Und über das reden wir im heutigen Podcast. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wie immer merci vielmals überhaupt, dass ihr dabei seid. Das Hotel Belvedere und die Belle Époque in den Alpen. Das Hotel Belvedere am Furka-Pass ist vielleicht eines der berühmtesten Hotels der Schweiz und der Alpen. Sogar der James Bond ist in den 60er Jahren im Film Goldfinger mit seinem Sportwagen dran vorbeigefahren. In der letzten Zeit taucht das Hotel häufig mit eher dunklen, mysteriösen Fotos als Lost Place benannt im Netz auf. Und da aus dem Grund, weil das Hotel seit 2015 offiziell geschlossen ist. Aber bevor es so weit gekommen ist, schauen wir uns mal die spannende Geschichte genauer an. Denn das Hotel Belvedere steht auch als Symbol für eine ganze Epoche, die Belle Époque, und für den Tourismus in den Alpen. Die Belle Époque, also die Zeit zwischen etwa 1870 und dem Ersten Weltkrieg, ist eine Blütezeit in ganz Europa gewesen. Wirtschaft, Kultur und Technik haben sich rasant entwickelt und auch der Tourismus hat einen enormen Aufschwung erlebt. Diese Bahn, die neuen Passstrassen und die Postautos haben es möglich gemacht, dass auch die höheren Alpen leichter erreichbar geworden sind. Vor allem wohlhabende Gäste sind gekommen. Adlige, reiche Industrielle oder Künstler. Sie haben die frische Bergluft, die Ruhe und das Erlebnis von einer unberührten Natur gesucht. Gleichzeitig haben sie aber nicht auf den Luxus verzichten. Sie haben sich elegante Hotels, gutes Essen, Musik und Gesellschaft gewünscht. Darum sind in dieser Zeit überall in den Alpen prächtige Grand Hotels entstanden. Ein ganz besonderes Beispiel dafür ist das Hotel Belvedere am Furka-Pass. Die Furka-Pass-Strasse selber ist zwischen 1866 und 1867 eröffnet worden. Sie verbindet das Wallis mit dem Urserental im Kanton Uri und ist von Anfang an eine wichtige Verkehrsachse für den Handel und für Reisende gewesen. Schon bald hat sie sich auch zu einer beliebten touristischen Route entwickelt, weil sie spektakuläre Aussichten auf die umliegenden Alpen geboten hat und dazu muss man sagen, mal einen direkten Zugang zum Rhonegletscher. Genau an einer markanten Spitzkehre von dieser Strasse hat Josef Seiler im Jahr 1882 das Belvedere bauen lassen. Der Standort war perfekt gewählt.
Jeder, der über den Pass gereist ist automatisch am Hotel vorbeigekommen. Beliebt sind dazumal vor allem mehrtägige Passfahrten gewesen. Die Gäste sind mit Kutschen oder später mit Postauto über die hohen Alpenpässe gereist, haben Zwischenstopps gemacht und in den Passhotel übernachtet. So sind viele auch ins Belvedere gekommen. Ein spezielles Erlebnis war der Besuch vom Rhonegletscher, wo dazumal bis fast an die Strasse gegangen ist. Die Gäste konnten direkt vom Hotel aus spazieren, dort Fotos machen oder sogar an Führungen ins Innere vom Gletscher teilnehmen. Solche Abenteuer sind ein Höhepunkt von jeder Reise gewesen. Das Belvedere hat sich schnell zu einem mondänen Treffpunkt entwickelt. Immer wieder ist es ausgebaut worden und zuletzt hat es bis zu 90 Gäste beherbergen. Trotz seiner abgelegenen Lage ist es durch die Passstrasse gut erreichbar gewesen und hat seinen Besucherinnen und Besuchern die perfekte Mischung von Naturerlebnis und Komfort geboten. Doch mit dem Aufkommen vom Auto hat sich das Reiseverhalten grundlegend verändert. Passfahrten, die früher mehrere Tage gedauert haben, sind immer häufiger zu Tagestouren geworden. Die Reisenden sind auf den Pass gefahren, haben ein bisschen umgeschaut und sind noch am gleichen Tag zurückgefahren. Für das Passhotel hat das weniger Gäste bedeutet und viele mussten schliessen. Ein paar Grand Hotels in bekannteren Orten wie etwa St. Moritz, Zermatt oder Interlaken konnten überleben und sich an die neuen Zeiten anpassen. Doch für Hotels in abgelegeneren Gebieten, wie eben das Belvedere, ist es immer schwieriger geworden. Obwohl es mit dem James-Bond-Film Goldfinger 1964 internationale Berühmtheit erlangt hat da seinen Niedergang nicht verhindern. 2015 hat das Hotel endgültig geschlossen. Heute ist das Belvedere verlassen, aber immer noch ein beliebtes Motiv für Fotografen und Reisende. Auch wenn das Hotel zu und der Gletscher zurückgegangen ist, die Lage ist und bleibt immer noch spektakulär. Ja, irgendwie schon schade, oder? Dass das Hotel nochmal geöffnet ist und dass man halt jetzt nur noch daran vorbeifahren oder einen kurzen Zwischenstopp machen kann. Aber so ist halt der Lauf der Zeit. Aber während ich den Podcast geschrieben habe ich wirklich Lust bekommen, um wieder einmal eine Passfahrt zu unternehmen. Ist auch schon wieder einige Jahre her, dass ich das letzte Mal mit dem Auto über den Pass gefahren bin. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, ich behalte euch auf dem Laufenden wegen dem Schweizerdeutsch-Kurs. Wenn ihr schon fortgeschritten seid, ist es vielleicht nicht unbedingt das Richtige für euch. Dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ich den grösseren Kurs fertiggestellt habe. Wenn ihr aber noch am Anfang seid und vielfach vielleicht noch ein paar Sachen nicht so versteht oder wirklich wollt, von null anfangen, dann könnte der Kurs wirklich genau das Richtige sein für euch. Ich behalte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und sehe euch beim nächsten Video wieder. Merci vielmals.